So, das Thema für heute ist, wie kann ich Irrlehrer erkennen? Und ich habe das Thema bewusst gewählt, weil es gibt eine Challenge, wenn du Hunger hast nach mehr von Gott und du öffnest für dein Herz, dann werden auch die Irrlehrer immer irgendwo warten und dich auch einfach in eine falsche Richtung bringen. Und ich habe gesehen, viele Leute am Sunday Night, die sind von anderen. Es geht nicht um andere Kirchen, das ist nicht das Problem. Kirchen, die Jesus im Zentrum haben, ist no problem. Aber ich sehe, wie plötzlich Leute abdriften in so sektierische Bewegungen, wo es einen Guru gibt, einen Apostel gibt, einen Prophet gibt, und es wird etwas versprochen mit einer krassen Struktur. Dann schmerzt mein Herz, weil ich möchte sagen, wir müssen unsere Augen wach haben. Und das ist nicht ein neues Thema, by the way. Ich habe das aufgeschrieben, auch die Zeiten von Jesus. Hat es Pharisäer, Schriftgelehrte gehabt, es hat Leute gegeben, die sind gesetzlich gewesen. Es hat Leute gehabt, die sind liberal gewesen. Und auch Gnosis hat bedeutet, du hast den Körper und den Geist getrennt. Du hast gesagt, der Körper ist Materie, das spielt nicht eine Rolle. Wenn wir sterben, bleibt der da, aber unser Geist geht in den Himmel. Und das bedeutet für die meisten, die sagen, also mein Körper kommt nicht mit, sind die meisten irgendwann mal froh, ausser du machst Bodybuilding. Dann ist es natürlich ein Scheissdreck. Ich möchte ganz kurz erklären, was ist wichtig, wenn es um Irrlehre geht, und so ein Bild. Ich glaube, wir haben einen Gott von der Gemeinschaft. Gemeinschaft, Familie ist Kernfundament vom Glauben. Jesus hat den Glauben nicht allein gelebt. Er hat 12 Jünger gehabt, die haben gegessen, getrunken, gebetet, gefastet, gekämpft. Die haben alle Wunder zusammen erlebt. Das heisst, du bist immer wie ein Schafherd in einer Gemeinschaft. So ein Schafherd. Du betest zusammen, lesest die Bibel zusammen, du streitest zusammen, du fightest zusammen in einer Herde. Und es gibt bei jeder Herde einen Wolf. Ein schwarzer Wolf ist nicht das Problem, das ist wie ein Irrlehrer. Das ist nicht das Problem, ein Irrlehrer hat keinen Einfluss, solange die Herde zusammen ist. Und irgendwann im Leben, das ist fast immer so, wirst du enttäuscht von Christen, du bist enttäuscht von Gott, du verstehst die Bibel nicht mehr, du verstehst Gott nicht, und dann irgendwann scherst du aus in einen eigenen Weg. Der Moment, wo du ausbrichst von deiner Community, Familie, Church, whatever, dann wird ein Irrlehrer immer kommen, wird dich fressen, boom, und du bist geistlich tot. Jetzt gibt es aber ein Problem. Ich habe noch nie jemanden gehört sagen, public, hey, ich bin ein Irrlehrer. Und die meisten Leute, die über Irrlehrer predigen, sind meistens selber Irrlehrer. Du kannst googeln, Leo Picker, siehst Irrlehrer, mega viele YouTube-Clips über mich, was ich auch noch bin. Ich habe noch nie jemanden gehört sagen, ich bin mega gesetzlich. Und ich habe nie jemanden gehört sagen, ich bin mega liberal. Du merkst, niemand würde das so sagen, und doch brauchst du Augen, die wach sind. Ich möchte euch ein Beispiel erklären, was passiert in der Stadt Zürich, in eurem Umgebung, wo ihr drin lebt. Du gehst im Bahnhof in Zürich, triffst 2 Leute und sagen, hey, wir sind Christen, wir glauben an Jesus, und wir machen Bible Studies. The New Earth and the New Heaven. Hast du von dem schon gehört? Und sie sagen, hey, wir sind überkonfessionell, wir können in den See runter, shooten, spielen, komm doch auch mit. Und du bist hungrig für ein Bible Study. Weil du willst mehr von Jesus wissen. Und du gehst an. Und das Problem ist bei ihrer Lehre, es ist nicht alles falsch. Es ist 80% korrekt und der Rest ist eben falsch. Du gehst shooten, spielen, machst Bible Study. Und irgendwann merkst du bei den Leuten, die dich eingeladen in Zürich, ihr Guru ist in Südkorea. Und er hat eine Offenbarung von Gott. Und wenn du immer hörst, jemand hat eine Offenbarung von Gott und er weiß alles, du musst ihm nachfolgen, Speedy Gonzales, renn davon. Das Buch von der Offenbarung sagt genau, dass wenn Leute kommen, sich als ein Propheten erheben, öffne deine Augen. Und viele von unserer Sunday-Community sind dieser Masche verfallen und sind vom Weg abgekommen, sind in ein System hineingekommen, wo du dann missbraucht wirst, finanziell in allen Bereichen. Darum ist es nicht ganz einfach, das zu durchschauen. Das Problem ist, ich habe das aufgezeichnet in 3 Kreisen. Wir alle haben eine Prägung. Ich bin katholisch aufgewachsen, ich habe eine katholische Prägung, ich bin Leo der Heilige. Ja? Und du hast vielleicht eine FG-Predigt, eine Christionen-Predigt, eine Pfingstpredigt, vielleicht bist du atheistisch aufgewachsen, vielleicht bist du reformiert aufgewachsen. Wir alle bringen unsere Theologie mit. Du hockst nicht da, neutral da. Dann im ersten Kreis ist das so, du wirst immer in deinem Leben auch enttäuscht, gebrauchtes Vertrauen, du gehst in eine Kirche, schaffst mit und wirst irgendwann brutal enttäuscht. Und lass gut zu. Nur weil das Bodenpersonal dich enttäuscht hat, ist der Chef nicht das Problem. Nur weil ein Christ versagt hat Christus nicht versagt. Es ist nicht das Gleiche. Wirklich nicht das Gleiche. Wenn im Fußball der Schiri falsch pfeift und der VAR lügt auch,
Dann sagst du nicht, ich glaube nicht mehr am Fußball. Geh nie mehr schauen. Das war einfach ein scheiß Tag. Und viele von uns, wir werden enttäuscht und macht enttäuscht nicht gleich, ich glaube nicht mehr an die Kirche, ich glaube nicht an die Bibel, wir Christen sind nicht besser. Nein, wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran in der Zukunft. Dann gibt es unsere Kultur, wo wir drin leben. Wir alle leben in dieser Kultur. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Und es ist ja nicht ganz so, man kann sagen, ja, die Kultur prägt mich nicht. Das hat auch einen Einfluss auf unser Denken und Fühlen. Und dann gibt es die ganze Theologie. Du suchst immer eine billige Gnade für die Theologie aus, die genau dir dient. Man sucht immer, zum Beispiel, wenn du mega radikal bist, dann liebst du es. Turn or burn, preach it, come on, sag, bring's Gericht. Kennst du die? Also, von denen sind etwa die Hälfte von uns. Und so wie ich, als zartes Pflänzchen, sag's doch einfach lieb. Ich habe es nicht gern so hart, sondern einfach schön blumig. Und gemäss deiner Art, wie du bist, mit all diesen Sachen musst du wissen, prägst du deine Theologie. Ich habe meine Theologie auch geprägt. Und niemand von uns, auch ich nicht, hat die komplette, perfekte Theologie. Wir sind alle unterwegs, Jesus Christus ähnlicher zu werden, aber niemand hat die perfekte, die reine Lehre von Jesus und alle anderen nicht. Wir meisten haben ein Wort, das wir immer sagen, und das musst du wissen, das findest du in keiner Sekte. Ich und mein Team sagen immer, das ist meine Meinung. So verstehe ich die Bibel. So tue ich es interpretieren, mit anderen Worten. Man kann es auch anders sehen, ausser bei einer Sache sind wir nicht easy, wenn es um Jesus geht. Nur er rettet und er macht uns frei, weil unser Zentrum ist unser Jesus. Ich nehme mit in 3 Punkte. Das erste, ihr lernt etwas Falsches oder Einseitiges über das Evangelium. Und jetzt kommt einer der grössten Challenges. Ein Irrlehrer tut oft nicht alles falsch machen. Das Problem ist nicht, was du sagst, sondern was du nicht sagst. Wenn du zum Beispiel sagst, Gott ist ein Gott von der Gnade, dann lügst du nicht, aber das ist nur eine Wahrheit. Gott ist ein Gott vom Gericht. Gericht und Gnade gehen Hand in Hand. Du kannst es nicht trennen. Es gibt nicht eine gute Botschaft, wenn es nicht eine schlechte Botschaft gibt. Es gibt nicht bloß einen Himmel, der muss auch eine Hölle geben. Das Problem ist nicht, was du sagst, sondern was du aber nicht betonst. Und wir müssen lernen, das Evangelium hat auch gewisse Kapitel, wo mir nicht ganz in meine Theologie persönlich, privat hineinpasst. Nimm das Beispiel Hebräerbrief. Du sagst, alle Menschen werden gesund, die glauben, werden gesund, werden reich und denen geht's gut. Dann lässt du das Hebräerkapitel, dann heisst, weil sie an Gott glaubten, hat Gott Wunder gemacht. Und dann macht es tak, 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 tak. Und wenn du aufhörst in der Mitte, hast du recht. Aber das ist nicht das volle Evangelium. Dann geht der Hebräer weiter und sagt, und es gibt viele Frauen und Männer, die geglaubt und Gott hat ihnen Verheißungen gegeben und dennoch haben sie die Verheißung nicht erfüllt gesehen, obwohl es Gott gesagt hat, sind gestorben als Märtyrer. Und wenn du in der Mitte aufhörst, gibt es im Evangelium, Gott heilt immer alle pronto subito. Dann sagst du, okay, du hast im rechten Moment bist abgebogen von der Autobahn. Das Evangelium, liebe Frauen und Männer, bleibt ein Spannungsfeld in verschiedenen Themen, wo wir den Mut haben, das auszuhalten, dass es gewisse Sachen gibt, wo ich vielleicht theologisch nicht einordnen kann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte über Leute reden, die gesetzlich sind. Mir fällt auf YouTube, das kennst du ja, kannst du schauen, wer ist gesetzlich, wer ist ein Irrlehrer. Da findest du ISF und der Dr. Hartl und der Tobi Teichen. Du findest ehrlich gesagt alle. Nur die YouTube machen, die sind es nicht. Das ist interessant. Zum Beispiel eines, lass nicht auf Bethel Music und auch nicht Hillsong, die machen Geld mit dem. Hillsong macht kein Geld mit dem, sondern du und ich machen sie reich. Wenn du ein Buch von mir kaufst, machst nicht ich das ICF reich, sondern ich kaufe mir Sachen. Und mit anderen Worten, nur weil etwas durch die Decke geht, mach doch Hillsong nicht Lieder wegen dem Geld. Forget it. Wir haben doch eine Kirche gemacht zum Grosswerden. Wir tun das Evangelium preachen. Und wenn wir es preachen, werden wir grösser. Und das ist nicht der Punkt, wir leben grösser, sondern einfach, weil Menschen zum Glauben kommen. Und oft hast du Vorliebe. Und Vorliebe ist oft nicht Theologie. Beispiel, du liebst Kleider. Du hast gern die flatterigen Hosen. Und ich habe gern muskulöse Hosen. Hosen gibt es verschiedene Nuancen. Die einen lieben
eine kleine Kirche, wo du die Bibel aufschlägst und Wort für Wort durchgehst, Hebräisch, Griechisch auslegen und keine Geschichte und kein Beispiel und kein Einladung und denkst, das ist der real word. Das haben gewisse Leute gern. Aber Jesus hat nicht immer so predigt. Manchmal gesagt, es waren 100 Schäfchen. Mega kompliziert. Und eins geht verloren, 90 lasse ich liegen, dem einen gehe ich nach und du denkst, wow, krass, mega einfach. Es gibt verschiedene Nuancen von Predigtstil, von Worshipstil, von Kirchenstruktur und nichts von dem ist geistlicher oder weniger geistlicher. Es sei denn, Jesus ist nicht mehr im Zentrum. Als ich zum Glauben kam, bin vor das ist schon bald gefühlt die 100 Jahre, hat es Menschen gehabt, die mach das Beispiel. Wenn du vor 30 Jahren gläubig bist und du hast geraucht nach der Kirche, geraucht, also hast du noch die alten Zigaretten, weißt du noch welche? Dann hat man wortwörtlich gesagt, du bist nicht wiedergeboren. Ein wiedergeborener Christ raucht nicht. Das heisst nicht, sei ein rauchender Christ, sei ein brennender Christ. Das war Theologie. Und dann will ich dich etwas fragen. Wo findest du in der Bibel, wo Gott sagt, wenn du rauchst, bist du nicht vom Heiligen Geist geboren? Und du wirst immer etwas finden, wo die Leute sagen, dieses Tattoo steht nicht einmal Jesus drauf, darum ist es falsch. Dann sagst du, ich habe mehrere. An Ort, wo ich es dir nicht zeige. Es gibt immer Menschen, die mit dem Finger auf dich zeigen. Gesetzliche Menschen haben immer das Gefühl, sie sind richtig, alle anderen sind falsch. Nimm mal das Beispiel mit dem Domino. Du lesest, Gott ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, nicht mein Lifestyle macht mich, rettet mich. Stimmt's? Es ist Gnade von Gott. Wenn ein Gesetz sagt, ja, ich bin nicht sicher, dein Lifestyle, wenn das fängt an zu wackeln, merkst du, gut und böse. Das stimmt. Ich habe mich für Jesus entschieden, aber es gibt in meinem Leben so viele Bereiche, wo ich bis heute merke, ich bin nicht durchgedrungen. Ich habe Sucht, ich habe Mödeli, ich habe nicht. Und es stimmt, ja, ich bin nicht perfekt. Schuld, ja, das ist auch das Thema. Ich mache bewusst Sachen, wo ich weiß, ich darf es nicht machen. Und ich mache es gleich. Wer kennt das nicht? Jesus redet, ich küsse und mache das Gegenteil. Obwohl die Spannungsfeld kennen wir alle. Und ein Gesetz sagt, siehst nur, wenn du vom Heiligen Geist geleitet wirst, wirst du das und das und das und das und das und das. Du denkst, ja, I hear you, bist nicht ganz falsch. Ein gerechter Gott denkst aber, wenn ich mit meinem Leben bewusst Sachen falsch mache, komme ich dann wirklich in den Himmel? Also kann Gott mir vergeben und kann es sein, dass ich vom Glauben abgefallen bin? Und dann kommt Jesus, der mich versöhnt und denkst, ja, aber also die unbewussten Sünder vergibt er, aber das, was ich bewusst gemacht habe, wie ist es möglich? Und Gesetzlichkeit, wenn Menschen mit dem Finger auf dich zeigen, hat einen Punkt. Es hindert dich zum Kreuz, du kommst gerne zum Kreuz. Sondern dein Lifestyle definiert richtig und falsch. Und ich möchte zwei Fragen stellen, wo ich dir sage, ob du mit Jesus unterwegs bist. Die allererste Frage ist das Kreuz das Zentrum von deiner ganzen Weltanschauung? Im Klimathema, im Gender-Thema, in der Finanzthema, ist Jesus das Zentrum von allem, was du denkst und auch fühlst. Ich möchte mit dem nicht sagen, dass du alles richtig machst oder nicht. Das ist eine andere Frage. Und das Zweite ist, hast du den Wunsch, Jesus ähnlicher zu werden, Schritt für Schritt in deinem Leben? Gesunde Theologie leitet dich zum Kreuz und ungesunde Theologie tut dich immer gesetzlich machen, was du noch nicht in deinem Leben performt hast. Und darum ist es mega, mega wichtig, dass du die Bibel immer im Zusammenhang anschauen. Ich habe ein Bild mitgebracht, du kennst das Neue und Alte Testament. Und das ist matchentscheidend. Du siehst über 63.000 Verlinkungen. Das Alte und Neue Testament ist im Verbund. Du sagst, ja, ich glaube nur das Neue Testament, Jesus ist gekommen, Neuer Bund und das Alte geht mir nicht mehr an. Das stimmt nicht, weil Jesus hat andauernd das Alte Testament zitiert. Und jetzt gibt es ein Problem, wo Leute sagen, aber das Alte Testament Pastor Leo mit deinen Skinny Jeans. Ich kann das nicht lesen. Das ist weird. Es ist ein Gott vom Mordschlag, ein Gott von Tod, ein Gott von Vernichten, ein Gott von der Blut und Opfer und alles, was ich lese, hilft mir nicht für Montagmorgen für meine Prüfung.
Wie soll ich das einordnen? Ganz, ganz einfach. Im Alten Testament will Gott Folgendes krass erklären. Wenn du mich liebst, bist du gesegnet. Aber wenn du wegdriftest von mir, der Tod hat die krasse, perverse Schattenseite. Im Neuen Testament sagt Jesus, ich komme mit der Gnade. Du kannst nichts machen, du kannst nichts schaffen, es ist alles geschenkt. Hast du gewusst, dass Gnade und Gericht gehören zusammen? Weil, wenn du die Bibel aufschlägst, in der Offenbarung endet die Bibel mit dem letzten Gericht. Das heisst, das Gericht vom Alten Testament ist unterbrochen, aber nicht aufgehoben. Und eines Tages stehen wir alle Menschen, ob du willst, nicht vor Gott. Und das Gericht Gottes kommt im Alten Testament so krass über uns Menschen. Und jetzt stell dir mal vor, ich, der Leo, komme in den Himmel mit meinen Skinny Jeans, ohne Tattoos, ohne Jesus angeschrieben, komme rein und ich weiss, ich habe keine Chance. Ich habe Sachen gemacht, und ich hätte nicht dürfen. Ich habe Sachen gemacht, die ich gewusst habe. Und ich stehe vor Gott und ich merke, oh mein Gott. Und dann kommt Jesus und sagt, Leo, chill. Und sagt, Vater, den Leo, den kenne ich. Ich bin für ihn am Kreuz gestorben. Er ist mein bester Buddy. Und Gott sagt, welcome home. Und ich möchte dir heute sagen, das Gericht und Gnade kannst du nicht auseinandernehmen. Wenn du das machst, aus der Kirchengeschichte, der Markion hat ein Bild mitgebracht, er sieht schon quirlig aus, aber dazu mal natürlich keine gute Bilder gegeben. Er hat eines Tages gesagt, das Alte Testament passt mir nicht. Das ist total einfach der schlimme, zornige Gott, mit dem kann ich nichts anfangen. Er hat eine neue Bibel geschrieben, nun das Neue Testament. Und dort hat er aber auch nur das rausgenommen, was er gut gefunden hat, gesagt, Gott ist ein Gott von der Liebe und alle Menschen können in den Himmel. Also wenn du glaubst, dass jeder Mensch in den Himmel kommt, dann möchte ich dir einfach eine sachliche, schweizerische, neutrale Frage stellen. Für was hat Jesus müssen sterben? Für was der ganze Zirkus? Für was die ganze Bibel? Und das bringt mich in die nächste Thematik hinein. Das ist das Liberale, der zweite Punkt. Ihr lehren falsche Sachen über Jesus. Über Jesus, du siehst heute mega viele Kirchen, Türme und auch Kirchen, die reden nicht mehr bei Jesus. Sie sagen, die Bibel ist ein Buch von uns Menschen. Es sind Menschen zusammengestellt und die katholische Kirche. Und es ist zwar ein interessantes Geschichtsbuch, aber nicht vom Heiligen Geist inspiriert. Sie glauben nicht mehr an Jesus, sie predigen nicht mehr Jesus, sie predigen nicht mehr die Bibel, sie predigen nicht mehr die Sünde. Sie sagen nur noch, wenn du das fühlst. Mit anderen Worten, bleib so, wie du bist. Frag mal deine Mutter. Frag mal deinen Vater. Sagst du, spinnst? So ein Scheiß. Und du merkst, wenn du nicht mehr das Evangelium predigst, was passiert, ist Folgendes. Du hast mit Wunder ein Problem. Ich habe noch nie eine liberale Kirche gehört, die ein Wunder predigt. Veränderung und der Heilige Geist brauchst du nicht. Und was eine liberale Theologie macht, wenn alle in den Himmel kommen, ist Folgendes mit dem Dings. Und du sagst, ja, Wahrheit ist relativ. Du hast eine Wahrheit, ich habe eine Wahrheit, deine Mutter, dein Vater, dein Hund. Wenn jeder glaubt, dass er glaubt, haben alle geglaubt. Und das fängt an von wackeln. Gut und böse, sagen die Liberalen. Es gibt gut, böse gibt es nicht. Böse ist eine Erfindung von der Kirche. Um den Menschen Schuldgefühl machen und Druck zu machen. Und mit Druck kannst du leiten, darum kühlen auch das Böse und den Teufel gibt es nicht. Und wenn deine Wahrheit stimmt und du kannst definieren, wer definiert Moral? Aber wenn jeder macht, was er macht, ist es gemacht. Das heisst, es spielt keine Rolle, wie du lebst. Darum ist die Theologie, mach, leb und du in Gott von der Liebe, das stimmt alles für dich. Schuld gibt's nicht mehr. Das heisst, einen gerechten Gott brauchst du nicht mehr, weil am Ende vom Tag können alle in den Himmel. Wenn alle in den Himmel kommen, brauche ich auch Jesus nicht mehr. Und was dann passiert ist, wenn du liberal an eine Sache dran stoßen, das eine kippt das andere. Und achte auf das Bild. All das brauchst du nicht mehr. Und es gibt auch theologisch Worthaus.
Worthaus erklärt dir aus der Psychologie, aus dem Zeitgeschehen, aber nicht einmal Zusammenhänge aus der Bibel. Und du musst wissen, wenn du einfach auf den Zeitgeist gehst und sagst, ja, heutzutage ist alles anders, dann das hast du ja vor 2000 Jahren können sagen. Und es ist mega wichtig, dass du sagst, das Wort von Gott prägt mich, leitet und führt mich ganz, ganz konkret in meinem Leben. Also merkst du, wenn das Evangelium hat keine Botschaft mehr, dann möchte ich dich fragen, wenn du glaubst, alle können in den Himmel, wieso gibst du dir Mühe? Dann leb doch, wie du willst. Betrüg, zieh die Leute über den Tisch, spielt ja alles keine Rolle, kommst Schluss in den Himmel. Es gibt ja kein Gericht. Überleg dir die Konsequenz von liberaler Theologie. Wieso gibst du dir Mühe? Wieso schaffst du deinem Charakter? Bleib doch scheiße. Kommst in den Himmel. Hab doch 5 Frauen, kommst in den Himmel. Was ich meine? Kauf Bitcoin und werd reich und spend nichts. Also, wenn du es durchdenkst, jetzt mache ich mega verrückt, die liberale Theologie ist ein Märchen. Wenn alle in den Himmel kommen und es spielt alles keine Rolle, für was ladest du Leute ein? Für was betest du für andere? Für was heilig? All die Sachen gehen auf. Du merkst, die liberale Theologie ist unglaublich gefährlich. Ich möchte enden mit dem dritten, und zwar, ihr Lehrer verleiten zu Gier, Macht und unmoralischem Lebensstil. Das ist auch hoch interessant. Ich habe vorher das erwähnt, der neue Himmel mit der neuen Erde. Ich möchte auch Folgendes erklären. Ein gesunder Leiter, ich rede nicht von einem perfekten Leiter, niemand ist perfekt. Ein gesunder Leiter, eine gesunde Kirche, eine Kultur, wo nicht Struktur, der Senior Pastor, der Ältestenrat im Zentrum ist, sondern wir haben die Aufgabe, nicht make bigger, mach Jesus grösser. Und niemand von uns bereichert sich am Kreuz. How can you? Ich möchte eine Geschichte erzählen, ich gehört in Amerika haben einen sehr wohlhabenden Mann getroffen. Der ist ein Milliardär. Ich habe noch nie einen Milliardär. Weißt du mal, die Hand von ihm ist die gleiche Hand wie deine. Und er erzählt mir eine Geschichte. Ein Prophet kommt zu ihm von einem anderen Kontinent und sagt, ich habe von dir geträumt, du wirst in einem Monat sterben. Und er denkt, wow, krass, was für eine Prophetie. Und der Prophet sagt zu ihm, Gott hat mir gezeigt, wie du den Tod kannst verhindern. Und er sagt, wie? Das heißt, wenn du es wissen willst, kostet $50.000. Dann sagt er zu ihm, jetzt machst du Witz. Sagt er, nein. So Geschichten, liebe Leute, Sex, Geld, Stolz und Macht klopft immer an bei uns Leiter. Wir haben ICF, wir machen nicht alles richtig, aber auch nicht alles falsch. Wir gehen uns brutal Mühe. Wir haben bei uns ein System entwickelt. Die Löhne sind bei uns definiert. Es gibt ein System. Egal wie gross wird unsere Kirche, egal wie gross wird meine Plattform, der Lohn hat sich nicht verändert. Du gibst nicht den Zehnten mehr. Du gehst in die ICF, das wird gebraucht für Kinderarbeit, für ICF Teens, also ICF Kids Church, für ICF Teens, für ICF Youth, für Soziale, für all das, was das Geld braucht. Hast du gewusst, wir haben klare Spesenregeln. Ich will einfach machen, was ich will. Wir haben uns entschieden. Und lass gut zu. Was auch immer Menschen sagen, die im ICF mit dem grossen Gebäude, nur weil ich gut aussehe, heisst nicht, dass ich reich bin. Das ist etwas ganz anderes. Wir haben uns entschieden, dass wir der Macht, ich habe noch nie gesagt, so spricht Leo Bigger. Nein. Weder Macht, noch Stolz, noch Geld darf etwas sein. Guru sagt, ich habe die Offenbarung, ich lehre dich, du musst mir nachfolgen und du zahlst mir jetzt Geld. Du gibst deine Finanzen in eine Familie, wo alles geregelt ist, auch vom Schweizer Staat. Das ist mir mega wichtig zu sagen. Weil unser Job ist es, mich zu Jesus zu führen. Und ich lese euch 2 Bibeltexte vor, dass man noch, es gibt Bibeltext ohne Ende über ihr Lehrer. In 2. Timotheus 4, Vers 3 heißt es, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen können.
Sie werden sich nur noch nach Lehren suchen, die ihnen genau das erzählen, was ihnen gefällt und ihren Wünschen entspricht. Und jetzt heißt es in Petrus 2, Vers 13 bis 15. Mach ganz kurz einen Gump für Multimedia. Besteht doch ihr ganz Vergnügen darin, schon am helllichten Tag üppige Gelagen zu veranstalten. Ein Schandflecken sind sie in eurer Gemeinde, denn sie bereiten selbst dann noch die betrüglichen Irrlehren, wenn sie mit euch zusammen essen. Jetzt uns ganz krass. Ständig machen sie Frauen, Girls, die zum Seitensprung bereit sind, willig, schöne Augen. In der Kirche. Kannst du dir vorstellen? Also eigentlich wie so in der Kirche. Unersättlich geben sie sich der Sünde hin. Du kannst errettet werden und machst durch die Ufer die Sünde. Das sagt die Bibel. Habgier ist alles, was aus dem Herzen verdrängt. Gottes Fluch wird sie treffen, den richtigen Weg werden sie verlassen und gehen die irre. Genauso wie Biliam, der Sohn von Beer, er hat bereiligt für Geld und nicht getan. Du merkst, Geld, Sex und Macht. Wenn du das bei einem Leiter siehst, dann sprich's an. Wenn ein Leiter nicht dich zu Jesus anleitet, wird es schwierig. Und ich möchte es ganz kurz erklären. Was kannst du machen, wenn du mehr von Jesus willst? Und ich will auch mehr von Jesus. Ich habe noch nicht von Jesus alles. Und zwar der Martin Luther und der Joshua Harris. Ich habe eine Gegenüberstellung gemacht auf der LED-Wand. Der Martin Luther es hat die katholische Kirche gegeben. Und er hat angefangen, Fragen zu stellen, stimmt das, was unsere Kirche lehrt? Und er hat angefangen zu graben in der Bibel und hat eine Sache festgestellt, dass das Fegefeuer, in der katholischen Kirche gibt es ein Fegefeuer, du stirbst, kommst ins Feuer und du musst deine Sünden abverdienen und dann kommst du wieder rauf. Du kannst aber, wenn du Geld spendest für deine Großmutter, kannst du sie rausholen. Wie eine Kaution. Und der Martin Luther hat die Bibel gelesen und denkt, wo steht das? Im Jesaja, im Malachi, im 1. Samuel. Und er hat gemerkt, niemand in der Bibel gibt es das Konzept. Niemand. Man hat das erfunden, um den Papstgebäude zu bauen in Rom. Er hat gesagt, wir brauchen Geld und hat eine Theologie entwickelt. Der Martin Luther hat angefangen zu suchen in der Bibel. Wo der Paulus und Silas haben predigt in Berea, heisst, die Leute haben Predigt zugelassen und gesagt, wir müssen alles prüfen im Wort. Ob das stimmt, was sie sagen. Prüf alles, was du hörst mit dem Wort Gottes. Das ist unser Maßstab. Ein anderer Mann, der Joshua Harris, hat ein Buch geschrieben, Geküsst, Ungeküsst und doch kein Frosch. Ein uraltes Buch, geht um Sex von der Ehe, wo es nicht gibt für ihn. Krasses Buch, hat meine Generation geprägt. Und eines Tages hat er angefangen zu zweifeln und macht Deconstruction. Der Martin Luther hat in der Bibel alles gesucht. Deconstruction, du musst alles auseinandernehmen, bis du nicht mehr weißt, wie baust du den Motor wieder zusammen. Und er hat nachher gemerkt, die Bibel ist ein Märchen. Jesus, eine Erfindung, hat den Job gekündigt als ein Pastor, hat offiziell gesagt, ich bin Atheist, ich glaube nicht mehr daran. Und das Buch, das ich geschrieben habe, eine Katastrophe. Deconstruction hat ihn dort angeführt und gemerkt, aha, ich habe auch die falsche Frau geheiratet. Hat sich wieder auch getrennt. Reformierte Kirche heisst, wir hören nie auf, uns zu erneuern. Dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Mehr von Jesus und weniger von mir. Nicht mehr ich lebe in mir, sondern Christus wohnt in mir. Du merkst, wenn du Zweifel hast und du hast Fragen, such im Wort Gottes deine Antworten. Wenn du das nicht machst, wirst du wegdriften. Ich ende mit einem Beispiel. Ich weiss, ich habe einen Freund, gläubig, super coole Familie, super gute Kinder haben sie gemacht. Well done. Eines Tages sagt der Leo, ich habe so viel Streit in meiner Ehe. Ich sage, wow, Streit, wow, noch nie gehört. Ich kenne niemanden bei uns, der Streit hat, du bist der Einzige. Wir alle erleben irgendwann mit, oder wenn nicht mit dir selber. Und dann hört er eine Predigt von Wort und Geist. Das hast du schon gehört. Theologie, die sagt, du hast einen Körper, du bist nicht mit in den Himmel und es gibt den Geist. Wir wandern im Geist bist du gesund, im Geist bist du reich, im Geist bist du geheilt.
Aber wenn du essst, wenn du Hunger hast, tust du essen für deinen Körper. Und Sexualität ist wie ein Trieb. Und das ist wie Dessert essen. Das ist auch der Körper. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte heute etwas Neues essen, holst du eine neue Frau. Hast du von dem schon gehört? Und ich so, wow, krass. Und es gibt so Theologie, die das glauben. Und jetzt kommt meine Frage. Mit den 63'000 Verlinkungen, wo findest du den Scheiß? Du findest das nicht in der Bibel. Sondern das Gegenteil, das ist Unmoral. Er fängt an, von verschiedenen Frauen weltweit Ministry glücklich machen. Wie eine Biene, die du bestäuben. Überall. Dann sagt er, Leo, ich bin so frei, ich bin nicht mehr religiös, ich bin so frei. Endlich habe ich einen Glauben gefunden, es beflügelt mich. Listen to mich, ich habe noch niemand in meinem Leben gesehen, in meinem Umfeld, meine zarten 35 Jahre von Leidenschaft, der einen unmoralischen Lifestyle bringt und sagt, oh, ich liebe Jesus mehr denn ever. So, mein guter Freund, was passiert ist, mit Frau zu Frau, von Beglücken zu Beglücken, ist ein Wecker von Jesus. Hat kein Mensch mehr zum Glauben gebracht. Du musst auch nicht mehr beten. Und alles Zeugs und ein unmoralischer Lifestyle führt dich weg von Jesus. Schritt für Schritt. Und ich möchte mit dem enden. Es gibt überall Wölfe, Irrlehrer. Es ist mega schwierig zu herausfinden, wo stimmt es und wo stimmt es nicht. Aber es gibt einen grossen Filter. Bitte nimm das Bild mit. Steht das Kreuz im Zentrum. Und der Leiter steht daneben. Und sagt, schau, mein Job ist, euch zu leiten, aber ich bin nicht dein Guru. Ich kann euch motivieren, aber nicht befehlen. Leidenschaft ist nur eine Begabung von vielen Begabungen. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich möchte dich heute fragen, in allen Settings, die wir haben, du kannst deine Theologie rauspicken, was dir passt. Du kannst es so lange drüllen, wie du drüllen willst. Aber die Bibel sagt, die Wahrheit tut weh und die Wahrheit macht dich frei. Und ich möchte mit dem Bild heute enden. Was wird Jesus zu dir sagen? Was löst es aus, dass Jesus in der Genderfrage, in der Klimafrage das Zentrum ist? Eine gesunde Familie ist nicht eine perfekte Familie, aber stellt Jesus ins Zentrum. Weil von da kommt Wunder, von da kommt Heilung, von da kommt Vergebung, von da kommt ein Neuanfang. Das Kreuz sagt, wenn du vermasselt hast, stand auf, ich bin nicht fertig mit dir. Das ist eine krasse Story. Ich möchte euch einladen, aufzustehen, live, Michael Church online und auch der Club. Und ich möchte, dass du das Kreuz anschaust für ein paar Augenblicke. Weil das Kreuz ist eine Botschaft, das können alle in den Himmel. Gott hat den Himmel mit uns Menschen versöhnt. Für die wollen. Sodass wir einander, ich und der Dave, können vergeben, können lieben. Du kannst zu dem immer Ja sagen oder Nein sagen. Das Kreuz hat so viel Power in deinem Leben, wie dem Kreuz auch die Erlaubnis gibt. Ich möchte mit euch zusammen den Song singen, Speak the name of Jesus. Über dein Leben. Der Name von Jesus macht uns frei. Der Name von Jesus verändert uns. Lass den Namen von Jesus in unseren Lippen erwähnen, ihn proklamieren. Ich bezeuge den Namen Jesus über jedem Herzenstand. Ich weiß, ich diene egal, was ich will. Jesus Christus.
trösta mig. Säga dagens profet och skrev Jesus Kristus. Vollmacht und Heilig sind i din Name. Ich war hos dir. Brich jede Feste, schien hell ist dunkel, dann ging es früh. Ich bezeuge laut den Namen Jesus, über jede Sorge und jede Angst, für jede Seele, Depression gibt's Hoffnung, Jesus Christus. Oh, komm, sing's nochmal, ich bezeuge. Ich bezeuge laut den Namen Jesus, über jede Sorge und jede Angst, für jede Seele, Depression gibt's Hoffnung, Jesus Christus. Vollmacht und Heilig sind in dem Namen, ich war hos dir. Brich jede Feste, schien hell ist dunkel, bland jedes Licht. Vollmacht und Heilig sind in dem Namen, ich war hos dir. Was dir in Leib, Brich jede Feste, schien hell ist dunkel, bland jedes Licht. Wirf Jesus vor den Bergen, Jesus auf die Straße. Jesus in der Dunkelheit und über jeden Weg. Jesus für die Familie, ich rufe laut den Namen Jesus. Wirf Jesus vor den Bergen, komm on. Jesus auf die Straße, Jesus in der Dunkelheit und über jeden Weg. Jesus für die Familie, ich rufe laut den Namen Jesus. Oh, come on, wir kämpfen für den Namen Jesus, für deine Familie, Wirf Jesus vor den für Bergen, deine Schule, Jesus auf die Straße, Jesus in der Dunkelheit und über jeden Weg. dies Herz. Jesus für die Familie, ich rufe laut den Namen Jesus. Vollmacht und Heilig sind in dem Namen, ich war hos dir. Brich jede Feste, schien hell ist dunkel, bland jedes Licht. Vollmacht und Heilig sind in dem Namen, ich war hos dir. Brich jede Feste, schien hell ist dunkel, bland jedes Eins, zwei, check, check. Heute Abend möchte ich mit euch vor Jesus auf die Knie gehen.
Und wenn du das nicht kannst, kannst du einfach sitzen bleiben. Und für alle anderen möchte ich bitte auf die Knie gehen. Das ist ein Statement. Mit dem machen wir ein Statement heute Abend zusammen. Jesus, ich bete dich an. Nicht mehr ich lebe, sondern du wohnst in mir. Ich lege heute Abend meine Agenda auf den Altar. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Reich, sondern dein Reich komme. Was du im Himmel geplant hast, soll durch mein Leben Realität werden können. Und das bedeutet nicht, um das Gebet beten, dass du deine Leidenschaft und die Treue musst alles begraben. Es ist immer so, wenn man sein Leben niederlegt von Jesus, dann wird es Gott dir für eine neue Form geben, stärker und kraftvoller als jemals zuvor. Aber Jesus, das sind wir als Teenie Generation. Ich büge meine Knie vor dir. Du bist der Schöpfer. Du bist der Heiler. Du bist der, der mich hat geformt und prägt im Leib von meiner Mutter. Kunstvoll hast du mich gemacht. Ich sehe das, ich bekenne das und ich umarme das. Lass uns dann einfach einen Augenblick auf den Knien bleiben. Ich glaube, dass jetzt Jesus durch die Reihe durchgeht. Es wird ein Wunder geschehen. Es wird Vergebung geschehen. Es wird ein Neuanfang schon entstanden. Es wird sein, dass Gott deine Vision nochmal klar vor die Augen malt. Und es kann sein, dass Gott dich heute Abend umarmt, dich tröstet, dich motiviert, was auch immer er macht. Jesus redet zu uns. Und ich möchte heute Abend auch klar und deutlich sagen, die Bibel sagt, wer meint, er steht, ist stabil. Achtung, dass du nicht falsch. Es sind immer die gleichen 3 Einfallstore vom Find. Es ist Gier nach Macht, es sind Finanzen und es sind Sexualität. Und der Find kommt immer mit der gleichen Strategie. Und es fängt schleichend an und es nimmt Raum ein. Und es bringt uns immer weg von Jesus. Und darum heute Abend, was auch immer unsere Geschichte ist, es gibt im Moment, wo Gott uns wieder reinigt, uns wieder positioniert, wir die Sachen abschneiden. Das ist der Moment der Heiligkeit. Dass Jesus alles wegnimmt von uns, was uns hindert zu ihm, aber uns alles gibt, was wir brauchen, um ein Segen zu sein für die Welt. Just want to speak the name of Jesus over every heart and mind. And oh, there is peace within your presence. I speak Jesus.
I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break. Declare it. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. And light shine. Just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like fire. Burn like a fire in my heart. Das Feuer, wo nicht mehr auslöscht, das bist du. Dir ist alles möglich, Gott. Füll dir ein paar Worte mit deinem Leben, mit deiner Situation, verlinkst mit deinem Leben und glaub, dass Gott alles möglich ist. Sing's über dein eigenes Problem, deiner Not. Schau ihm ins Gesicht und sag: All authority belongs to you. Authority on heaven and on earth is in you. All authority belongs to you.
ich Predigten höre, dann gibt es oft so Momente, wo ich glaube, es kann sein, dass Gott geredet hat, vielleicht aber auch nicht. Und das ist normal. Aber wahrscheinlich hat Gott wirklich jetzt etwas zu dir gesagt. Und darum schreib lieber jetzt mal das auf und nimm es. Wie in dem Gleichnis, wo Jesus sagt, lass die Samen, die Gott sagt, auf fruchtbaren Boden in deinem Herz treffen. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr wissen, was da läuft, was abgeht, dann join unseren Telegram-Channel, der wird dir eingeblendet und du kannst einfach mal klicken und schauen, was wir so vor Ort für Angebote haben oder auch sonstige Angebote. Unter anderem haben wir auch nicht nur am 7. unsere Celebration, sondern am 5. unser Sunday Night Extended. Ja, Dort kannst du in kleinen Gruppen lernen, einfach zusammen Bible Studies machen und praktische Tipps und Tricks mitnehmen. Und wir freuen uns, dich auch mal vor Ort willkommen zu heißen. Und jetzt sagen wir dich einfach, dass Yes. Gott das, was er am Tun ist in deinem Leben, kann vollenden und dass du Frucht bringst, gerade auch in den nächsten Tagen. Amen. Amen.